Was oft auch vorkommt bei Proportionalität, sind Aufgaben mit Geschwindigkeit. Auch jetzt beim Beispiel mit der Geschwindigkeit arbeiten wir mit einer T-Tabelle. Oben müssen wir jetzt nur noch eintragen, was für Kategorien das wir haben. Wenn wir von Kilometer pro Stunde schwätzen, also eben Geschwindigkeit Kilometer pro Stunde, wissen wir Kilometer, das wäre Strecke, und pro Stunde, Stunde wäre ja Zeit. Wir schauen uns folgende Aufgabe an. Ein Auto fährt mit 54 km pro Stunde. Wie weit kommt es in 40 Minuten? Die Information, die ich schon mal habe, ist, das Auto fährt 54 km pro Stunde. Also 54 km in einer Stunde. Ich gebe damit gerne auch noch die Stunde in Minuten an, weil bei ein paar Sachen ist es einfacher zum Rechnen in Minuten, darum 60 Minuten. Die Frage ist jetzt, wie weit kommt das Auto in 40 Minuten? Und das weiß ich noch nicht. Und jetzt muss man sich folgende Überlegung machen. Auf welche Zahl kann ich die 60 Minuten abbrechen, dass ich diese Zahl nachher wieder aufrechnen kann, dass wir 40 Minuten bekommen? Und da kommt der grösste gemeinsame Teiler ins Spiel. Der grösste gemeinsame Teiler ist eine Zahl, die möglichst gross ist, wo ein Teiler ist von 60 und von 40. Und den findest du folgendermaßen am einfachsten raus. Du nimmst die kleinere Zahl, in diesem Fall 40. Und jetzt kann ich Schritt für Schritt Teiler von 40 durch. Also 1 mal 40 gibt 40, das sind 2 Teiler. 40 ist aber kein Teiler von 60. Dann 2 mal 20 wäre ein Teiler von 40 und 20 ist auch ein Teiler von 60. Also haben wir unseren grössten gemeinsamen Teiler schon mal gefunden. Ich rechne in dieser Aufgabe von 60 mal auf 20 runter. Ich darf nur mal oder geteilt, von 60 auf 20 muss ich geteilt, weil es wird ja kleiner. Und 60 geteilt durch 3 gibt 20. Ich muss genau das Gleiche auf der anderen Seite auch machen. 54 geteilt durch 3, das gibt 18 Kilometer. Und jetzt habe ich meinen ersten Schritt schon geschafft. Der nächste Schritt ist, ich möchte herausfinden, wie weit kommt das Auto in 40 Minuten. Ich überlege mir also von 20 auf 40, was muss ich rechnen. Ich darf nur mal oder geteilt und darum 20 mal 2. Ich rechne genau das Gleiche auf dieser Seite. 18 mal 2 gibt 36 Kilometer. Und das ist mein Resultat. Und das ist die rechte Proportionalität, kurz zusammengefasst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüssi, ciao, ciao.